Vom kalten Winterabend einer in die Stoffelhäuserstube haben uns die Unter-Indoler Weihnachtsbläser begleitet mit Glecke Leid, und bei uns darf man wieder eine zweite Kerze schon anzünden auf dem Adventkranz. Ich begrüße euch herzlich zu unserer zweiten Adventssendung da im Stoffelhäusl. Wir haben uns wieder Musikanten eingeladen und natürlich gibt es auch was Interessantes zum Anschauen. Aber davor, da möchte ich noch ein Gedichtel von der Rosa Erler vorlesen. Sie ist leider kurz nach ihrem 100. Geburtstag verstorben. Aber ihre Gedichte, die leben weiter. Was jeder schenken kann. Weihnachten ist die Zeit zum Schenken, oder was? Brauchst nicht lang denken, da fällt mir allerhand ein und schon ganz einfach dort sein. Frag den Nachbarn, wie es ihm geht. Frag, wie es mit der Gesundheit steht. Grüß freundlich, auch wenn er dir fremd. Heb zurück ein Kind, bevor es über die Straßen rennt. Tu ein bissl Lieb aufholen, ein bissl Freude verteilen, ein bissl von deiner Zeit verschenken. Mit einem guten Wort den Frieden einrenken. Kein Euro brauchst dazu, kein Backtel und kein Schnur. Und geben kannst mit volle Händ und das nicht nur im Advent. Es gibt nichts Schöneres in einem Leben, als wir schenken, als wir geben. Aber nicht gerade im Advent. Der Advent ist nicht das End. So das Gedichtel von der Rosa Erler aus Kolsas. Und wir hören jetzt wieder ein Stickel von die Unter-Indoler Weihnachtsbläser über die Eisblumen. Weiter geht es jetzt nicht in der Stube, sondern in der Backstube, und zwar in der Küche mit meiner Frau, der Martina. Und ich werde uns heute wieder ein Kekselrezept sagen, wie das geht. Bin schon neugierig, was die Woche angibt. Grüß dich, heute machen wir die Kürbiskernngipfel. Dazu brauchen wir Mehl, Staubzucker, Vanillezucker, Butter und geriebene Kürbiskerne. Das sind recht einfache Keks, weil da können wir alle Zutaten zusammen zu einem Teig verarbeiten. Butter, ein Vanillezucker, ein Staubzucker, das Mehl und die Kürbiskerne. Lassen wir wieder die Maschine arbeiten. So, der Teig ist jetzt fertig. Den tun wir jetzt auf dem Brett noch mal ein bisschen zusammen. Und dann mit ein bisschen Mehl noch schön glatt kneten. Und dann müssen wir ein bisschen kühl stellen zum Weiterverarbeiten.
So, der Teig ist jetzt ein bisschen kühl gestellt worden und jetzt können wir ihn schon weiter verarbeiten zu Gipfel. Da machen wir uns also eine Rolle und schneiden uns dann gleich große Stücke zu. Und dann formen wir da schöne Gipfel. So, die Gipfel werden jetzt so bei 175 Grad goldgelb gebacken. So, jetzt sind 10 Minuten vergangen. Jetzt schauen wir mal, ob sie schon gern. So passt es ganz gut. Dann haben wir sie raus. Wenn sie dann ausgekühlt sind, dann können wir sie noch ein bisschen mit den Spitzen dunkeln. So schauen sie jetzt aus, die fertigen Kürbiskern-Gipfel. Der werde ich jetzt an Martin in die Stube reinbringen zum Kosten. Und da sehen Sie schon, die Gipfel. Grün schauen sie aus, also müssen sie ganz gesund sein wahrscheinlich. Ein bisschen Schokolade, die mag ich alle. Also, nach Kürbis schmecken es, also Kürbiskern-Gipfel. Kann ich nur jedem empfehlen. Empfehlen kann ich auch jetzt das Gitarrentrio Hollaus, was bei uns da herinnen hockt und bei der Lindenhoferin spielt.
Jetzt habe ich zu Gast die Caroline Knittel, die Präsidentin für die Winzig-Gemeinschaften. Was sind denn diese Winzig-Gemeinschaften und seit wann gibt es denn? Ich glaube, am besten könnte man die Vinzenzgemeinschaft als soziale Feuerwehr beschreiben. In Tirol gibt es sie schon seit 175 Jahren. Wir haben heuer im März das Jubiläum in St. Jakob in Innsbruck feiern dürfen. Und weltweit, also sie kommen aus Paris und da sind sie in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts aus einer studentischen Bewegung heraus entstanden. Und was haben die ursprünglich gemacht? Sie haben immer schon die Armut bekämpft und jetzt erweitert man halt den Tätigkeitsbereich, wo halt immer wir gebraucht werden. Wie seid ihr jetzt in Tirol aufgestellt? Gibt es das nur in Innsbruck oder auch in den Bezirken? Der Hauptpunkt ist sicher in Innsbruck, da haben wir 26 Gemeinschaften und die restlichen fast 60 verteilen sich aufs Oberland und Unterland. Wie viel habt ihr insgesamt so, was da bei euch in die Vereine sind ungefähr? Also im Vorstand werden es so 770 Leute sein und dann noch mindestens 2000, die so als Helfer für bestimmte Projekte oder Aktionen dann zur Verfügung stehen. Und was sind jetzt so Projekte und Aktionen in Tirol derzeit, außer dem, was du mir jetzt schon erzählt hast? Also am ehesten kennt man sicher den Finzibus. Ich glaube, da braucht man, wenn man auf der Straße geht, kann einem da jeder die Antwort drauf geben. Der Finzibus fährt jetzt seit 20 Jahren. Dann haben wir auch uns im Bereich Obdachlosen was einfallen lassen. Da gibt es das Waldhüttel, wo wir mit dem Stift Wilten in Mentelberg in Innsbruck draußen zusammenarbeiten, das Haus bekommen haben und wo Armutsmigranten und die 20er-Verkäufer unterkommen. Und ja, Ideen haben wir auch weitere und wir freuen uns dann, dass wir die 84. Gemeinschaft dann in Kürze gründen werden. Jetzt geht es Richtung Weihnachten. Herbergsuche ist natürlich da ein Thema. Ich meine, da passt nichts besser dazu wie bei euch die Vinzig-Gemeinschaft. Wie siehst du die ganze Entwicklung? Wird das aber noch schwieriger? Sind aber mehr Leute, was auf das angewiesen sind? Es werden die Bedürfnisse mehr. Es gibt zwar großartige Unterstützungen durch die öffentliche Hand, aber es reicht dann hinten und vorne nicht, das merkt man. Man merkt es bei den Anfragen um finanzielle Unterstützung, man merkt es auch bei den Essen, die beim Finzibus ausgegeben werden, dass da immer mehr gefragt ist. Wie kann man euch jetzt halt ideell finanziell oder persönlich unterstützen? Also die Vinzenzgemeinschaften sind spendenfinanziert mit Subventionen der öffentlichen Hand. Wir sind froh um finanzielle Unterstützungen, sind aber natürlich auch sehr dankbar, wenn sich Menschen bereit erklären, mit uns mitzuarbeiten und uns tatkräftig zu unterstützen. Und was wünscht sich jetzt die Präsidentin zu Weihnachten für ihre Gemeinschaft? Dass es uns möglich ist, weitere Gemeinschaften zu gründen, damit noch mehr Menschen in den Genuss kommen, der Hilfe, der Unterstützung, die wir bieten können. Ich bedanke mich für den Einblick. Alles Gute, wünsche jetzt schöne Weihnachten und noch ein erfolgreiches Jahr für die und auch für die Vinzig-Gemeinschaften in Tirol. Vielen Dank, Martin. Und wir hören jetzt gemeinsam den Chor Bur an, die was sich da schon bereitgestellt haben.
Für unseren nächsten Beitrag, da habe ich mich ins Zillertal begeben, nach Ried zu der Silvia Wimpisinger, denn die macht Klosterarbeiten und es wird staunen, was da alles rauskommt. Heute sind wir zu Gast bei der Silvia in Ried im Zillertal und die macht Klosterarbeiten. Silvia, was sind denn Klosterarbeiten? Klosterarbeiten haben eigentlich ganz eine alte Handwerkskunst aus dem 15. Jahrhundert, also aus der Barockzeit. Gell? Und früher haben das eigentlich nur die Klosterfrauen an die Klöster gemacht, wenn von die Pfarrergewänder, also von den Priestergewänder, nur so Gold- und Silberfahnen übrig geblieben haben, oft haben sie die Fatschenkindler gemacht. Und jetzt bist aber du keine Klosterfrau und magst trotzdem Klosterarbeiten. Wie bist du denn dazu gekommen? Also ich bin beim Krippenverein und da war eine Frau aus dem Tux, die lebt leider nicht mehr, und die will unbedingt einmal einen Kurs machen. Und oft dann war es so, ja, kann ich das überhaupt, geht das? Ja, hat sie gesagt, das kannst du schon, hat sie gesagt. Ne? Und oft dann hat sie einen Kurs gemacht und wir haben natürlich müssen die Leute auch zusammenbringen, weil keiner hat gewusst, was das ist. Und durch den bin ich eigentlich dazugekommen. Die hat so Bildler gezeigt und ich war gleich voll begeistert. Jetzt, was braucht man da an Material für so Klosterarbeiten? Ja, an Material. Also das sind alles hochwertige Materialien. Das sind echte Gold- und Silberfahnen. Nachher haben die Swarovski-Stuhen, Swarovski-Perlen, Rokels, Wachsornamente, Wachsfiguren oder geschnitzte Figuren aus dem Grünertal. Jetzt natürlich magst du das da selber in alle Variationen, wenn man bei dir durchs Haus geht, da funkelt es, also richtig weihnachtlich, muss man auch schon sagen. Aber du hast ja von ganz kleinen Sachen bis ganz große. Mit was hast du eigentlich angefangen? Was war denn dein erstes Werkel? Angefangen habe ich mit dem Patschenkindl. Also das ist eigentlich das, wo die Leute am ehesten wissen, was das ist. Weil auf einmal fällt die ein, mei, unter der Ochum hatten wir auch noch so ein Patschenkindl. Und früher haben die einfach oft verschmissen worden oder hergeschenkt worden, weil sie nicht gewusst haben, was das eigentlich ist. Du hast natürlich viele verschiedene Sachen. Was magst du jetzt da so alles, wenn man so einmal so einen Überblick macht? Machen tue ich fast alles. Also von den Klaustürzen, wo eine heilige Familie innen ist, also wie gesagt Fatschenkindler, Christkindler, Weihnachtsschmuck natürlich in alle Variationen und so Bildtafeln, was die Leute halt gerne mögen. Das darf mich noch interessieren, weil ich ja keine Nerven für sowas und keine Geduld, aber ich denke mal, das dauert hübsch lang. Wenn ich jetzt so ein ganz kleines Ding, da so eine Haarnadel sehe, so eine kleine, wie viel Arbeit steckt da dahinter? Bei einer Haarnadel ungefähr 3 Stunden. Aber jetzt darf ich dir gleich sagen, du hast gesagt, du hast keine Geduld. Die Klosterarbeit wird auch Geduldsarbeit kosten, weil man so viel Geduld braucht. Und man braucht auch eine gewisse Fingerfertigkeit natürlich. Was war jetzt noch das aufwendigste Stickel, was du gemacht hast? Wie viele Stunden hast du da gebraucht? Das aufwendigste Stickel war eine Madonna mit pro Blüte haben 5 Monstranzen, sagt man da. Gell? Und da sind bei den 150 Blüten, auf der haben sie ungefähr bei den 800 Monstranzen. Das war wirklich das Aufwendigste. Oft dann habe ich auch noch die Fatschenkindler natürlich. Und so Bildtafeln, man muss ja alleweil denken, du musst an Samt, du musst alles schön reinmachen, das ist ja alles nicht vorgefertigt. Gell? Und die Gold- und Silberfahnen, die haben 1 Millimeter Brot. Also das dauert einfach ganz, ganz lang, bis man da so ein Blattl fertig hat. Na, bedanke ich mich recht herzlich für diesen Einblick. Also wünsche dir vor allem weiterhin viel Geduld, die was ich nicht habe. Und jetzt schon frohe Weihnachten und wir gehen wieder zurück in die gemütliche Stoffelhäuselstube. Ja, so schnell vergeht die Zeit und unsere heutige Adventssendung ist schon wieder vorbei. Aber keine Angst, nächste Woche, am Wochenende sehen wir uns schon wieder mit Musikanten und natürlich nette Geschichten. Und den Weihnachtsbläser,
die werden uns wieder hinaus begleiten in die Nacht. Sie stehen schon vor dem Stoffelhäusl. Viert Dank und bis nächste Woche.